Schöne gute Morgen. Mein Name ist Manuela Seger und ich schaue den Lachmenschen-Film. Das ist eine Kindergeschichte für Kinder von 4 Jahren an dem es um diese schönen Menschen geht, die Leute lachen sieht. Die schönen Illustrationen sind übrigens nicht von mir selber, sondern von Eglantine Denis. Ich habe ein ganz großes Merci, weil das wirklich fertig gesprochen hat. Der Lachmenschen so wie eine Menge Fantasie entsprungen aus zum Leben zu waschen. Das Buch leidet mir wirklich ganz, ganz viel am Herzen und ich will mir nicht Mengen Pop. Es war einmal ein Menschen. Er war nicht ganz groß, aber er hat einen dicken Kopf. Man denkt Glatz, außer unter seinen putzig kleinen Ohren, weil du hatten ein Putsch voller gieler, wuschelischer Haare. Sein Arm und sein Bein, sein Hand und sein Face waren auch ganz giel. Mir nicht sein Gesicht und noch nicht sein Bauch, weil die waren weiß wie Schnee. Und was hat diese Menschen an? Natürlich, ein ganz gieles Kostüm. Nicht auch an einem ganz schönen Gielenhäuschen gewohnt. Er war so schön giel wie ein Sonnenblume, giel wie ein Jippelchen, giel wie ein Zitrone. Giel, wie ein lecker Banane. Mit trotz seiner strahlender Farbe hat ihn immer einen Schub geschnitten. Und wo sie nicht traurig gucken, oder rosen, oder beige, oder granzig. Mir etwas war sicher. Frau war nicht. Mir für warten man. Überall, wohin abgedauert ist, war hier in dem Mittelpunkt. Die Leute haben alle gut abgehalten mit dem, was sie am Gange war mit machen, für hier zu begucken. Hier an ihre Mundstuhl ganz groß ab. So etwas haben noch keiner gesehen. Die Menschen waren so gier. Also Menschen hatte ich dann immer immens drohlich gespürt. Hier nicht verstanden, für was die anderen Leute so intensiv dran geguckt haben. Und dann und leider noch angefangen zu lachen. Einfach so. Und alle Gott Modenen sind einfach lachen, wenn sie die Menschen gesehen haben. Also sie konnten noch gar nicht mehr abhalten. Also Menschen, also du noch viel mehr komisch gehen. Das Lachen hat hier wirklich traurig gemacht. Also sehr, hat er fortlaufen, zurück bei seinem Geldhäuschen. Ihr das Leute vermerken, dass dick Tränen ihm den Bart hochlaufen. Aber wenn du ganz allein für sein Gildenhäuschen oder sein Garten sitzt, hat er sich dick geschummt. Weil er nicht nur ein Arnisch war wie die Anna, mir auch noch ein dicke Fäuschling, ein dicke Lappchen. Sobald ihn an die Leute war, hat er den Kopf hängen gelassen. Weil er überzeugt war, dass all die anderen den Gag mit ihm machen. Und hat sich schon bald nicht mehr aus dem Gildenhäuschen rausgetraut und hat sich immer mehr allein gespürt. Mir beinmal hat er etwas ganz Warmes und Dusses aus seiner Hand gespürt. So etwas hat er noch nie gespürt. Was war das nicht mehr? Und hat seinen Kopf umgedreht. Und du nicht in den Kant blickst, was seine Hand nicht mehr loslassen. Wie weit bist du fortgelaufen? Wollte Bo wissen. Ich wollte lange sehen, weil die anderen mal lachen, was sie mich gesehen, hat der Menschen ihm geantwortet. Jo, weil du so außergewöhnlich warst. Du gleichst der Sonne, hat der Junge gemeint. Und dann hat auch hier angefangen, von ganzem Herzen zu lachen. Und das Keier hat das Lachen den Menschen nicht wehgetan. Und hat sich auch nicht gelungen gespürt, mir gut, einfach just gut. Eine gute Gelust, man kann zusammen zu lachen. Und in dem Moment, dass etwas ganz Überraschendes geschieht, weil das Gesicht von Menschen sich komplett verändert hat, weil aus der Schopf aus dem Halbmond gehen. Und dann hat er sich auch nicht mehr gewehrt, wo die Kante mit der Hand geholt hat und dann zurückgezogen bei den anderen Leuten. Die haben natürlich direkt drum gelacht, wo sie den Menschen noch Blicks tun. Mit dem Lachen hat den Menschen nicht mehr ausgemacht, weil ihn endlich gemerkt hat, dass die Leute nicht über hier gelacht haben, mir weinst ihm. Wie was hat ihn das nicht echt gemerkt?
Leute haben immer gelacht, was sie hier gesehen haben, gerade weil ihr so schön giel war und dass sie froh gemacht hat. Und dann, als aus den Menschen, der Lachmenschen gehen. Und alles, was er so raufgezogen hat, hat er noch einmal abgezogen. Sein Deck wuscheln rund um die Tore sind an die Luft gegangen. Er waren wie Fliegen, die ihn durch die Luft fliegen gelassen hat. Und von dem Moment an, als sind immer mit einem dicken Lachen durch die Luft geflogen. Hier war giel, hier war anders, hier war speziell. Und das war auch gut so. Aber wenn du ihn auch ein Kerl durch die Luft fliegen gesehst, da winkt ihm ganz schön, weil dann ist sie noch mehr froh.